Robin, Alla? hast du Angst vor Woke? Nee, nicht wirklich. Und du? Ich meine, Woke hat echt Angst vor mir. Dat hei aus Maybe Sachs. All Woche schwätze mir iwwer ein anderes Thema. Von Körperlichkeiten über Beziehungen bis hin zu Sexpraktiken. Maybe Sex, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Als Mittwoch freut es mittags um 3 auf Radio Ara oder zu all Dares an Nordszeit auf www.sexpodcast.lu. Hallo und herzlich willkommen an dieser neuen Episode von Maybe Sachs. Ich sitze heute hier mit Alla und Alla, was meinst du, wo kommt Angst für dir? Das war am Anfang ein bisschen Blödsinn. Ich bin am Anfang echt, also, wenn es meine Studien, wenn es meine Interessen, bin ich vielleicht echt so als Woke-Polizei vorgeholt. Und an der Familie kennt oft so, oh, das ist nicht so, wie Alla so Sachen. Ach ja, die schmeichelhaft Komplimente. Immer du mehr ragin. Vielleicht ein Kehr, ja, wenn mir so mal Termen aufhängen wie Vogue-Polizei und der ist nicht für alle so. Ich meine, da referieren wir jetzt etwas ganz Klares. Wir leben ja aktuell in einer Zeit, wo nachdem wir jahrzehntelang schon auf vielen Arealen vom Leben immense Progress hatten, in Beziehung zu Rechten für Minoritäten, Rechten für marginalisierte Gruppen, dass wir ja, Personengruppen haben, die untermischt sind in vielen Ländern, zum Beispiel als geleeften Trump-Regierung an den States, aber auch in Europa sind wir nicht so gefeit. Ich meine, alle haben schon eine besondere Beziehung zu Holland, wo wir auch die Faschos und dem Geert Wilders und der Regierung haben. Deutschland sieht nicht gut aus. Lützeburg haben wir auch noch paar Jahre mit liberaler Koalition eine ziemlich Rechtsregierung. Und für viele von diesen Regierungen aus dem Vokismus, das heißt, ja, sich für andere Leute zu interessieren und Empathie mit anderen zu haben und gerne zu haben, dass andere Leute Rechte haben und nicht müssen diskriminiert gehen. Das war ein relativer Threat, also eine Bedrohung. Und an der ganzen westlichen Welt sehen wir aktuell, dass die Rechte von Minoritäten, von queeren Menschen, auch von Frauen, von People of Color angeschränkt gehen. Und das ist eine relativ Turnover vis-à-vis von dem Progress, den wir in den letzten Jahrzehnten gesehen haben. Und ich bin mal der Regret. Und irgendwie ist das schon ein bisschen scary, gerade wenn ihn dann einfach die ganze Zeit auch zu hören kriegt, dass ihn als woke Mensch am Anfang Bedrohung ist. Und andere Leute so viel Angst möchte. Und ob mal Sachen, die einfach so normal waren, für sich für mehr Rechte auszuschwätzen, ob mal aus den Dummer das schwarze Schuh in der Familie. Ja, das hätte auch immer von dem sogenannten Rechtsdruck auf dem wüstenden Rechtsextremismus an der westlichen Welt und geht einfach viel mehr salonfähig für sexistisch, frauenfeindlich, queerfeindlich, rassistisch, allgotistische Sachen. Geht einfach viel mehr akzeptabel und salonfähig für die Sachen zu suchen und es könnte Männer Backlash gebe ich so, sowohl am öffentlichen Raum, aber auch so an private Konversationen. Ja, gleichzeitig ist es nicht nur der Backlash, mit das auch einfach ganz real legislativ, die an Platz gesagt wird. Nicht nur an den States, wo die Rechte von Transmenschen, von queeren Menschen, von Frauen, immens von Menschen of Color immens beschnitten gehen, aber auch zu Lützeburg, wo direkt am Anfang von der neuen Regierung einfach ein immens armefeindlich und menschenfeindlich Gesetz durchgedrückt wird. Wir haben geschworen, das Wort über das Recht auf Duftreibung an der Verfassung zu verankern, wo auch noch immer nicht klar ist, ob CSV oder wie viele das der CSV das unterstützen werden, was für eine paar Jahre, also zumindest mein Gefühl ist, dass für eine paar Jahre der Vibe und so die allgemeine Meinung noch viel mehr positiv drüber waren. Wir hatten die Furchtbar-Petition, auch zu Lützeburg, gegen Sexualabklärung und Abklärung zu, es gibt mehr wie nicht heterosexuelle Männer und Frauen, die Sexmann haben, die sich ganz viel gerne haben, für Babys zu produzieren an den Schulen. Und das sind, also zumindest für mich so, wenn ich einfach nicht mehr dumme Diskussionen mit meinen Eltern oder mit meiner erweiterten Familie um Kirchen durchschauen, das ist mir noch ziemlich egal. Also
damit kann ich gut eins gehen, was man mehr Angst möchte, was mich mehr bedreckt an, ja, einfach terrifying ist, als alles, was so und unseren Rechtssystemen geschraubt wird, an sich da politisch bewegt, weil das einfach einen viel mehr realen Einfluss hat. Und ich meine, dass du die ganz dummen Gespräche, die im Uwe siehst, das hat echt ein Symptom davon sehen, dass das ganz halt dadurch, dass es politisch und gesetzlich verankert wird, dann mehr salonfähig wird und die Leute einfach denken, weil Leute, die uns Läden das sagen, dann ist das ja vielleicht okay. Ja, so all Götten, die Faschisten und Bigots gesehen sich mehr vertreten und mehr repräsentiert und dann fühlen sie sich immer mehr bestärkt an ihren ekelhaften Positionen. Ich weiß nicht, ob du das sagst oder nicht, weil bis jetzt einfach muss. Ich meine, dass ein wesentlicher Teil von den Leuten, die uns Läden an die Sache für rundtreiben, wirklich absolut Faschos sind und mit Überzeugung darum leben und dass da einfach noch immer so die Monster-Leute sind und dass der Rest der Leute einfach ja, immens effikaz bespielt gehen an ihren Unsekuritäten, an Angst diese Hunden, für dummer Mat zu gehen. Auch wenn wir gucken, wen zum Beispiel Medien besitzt, auch zu Lützeburg, sind Medien viel mehr frei, wie man das kannst du so wollen oder wollen denken. RTL ist schon seit Jahrzehnten am Anfang immer just Spruchrohr von der Regierung gewirrscht, gerade von rechtsliberalen Regierungen. Wenn wir auf Frankreich gucken, hat ein absolute crazy Milliardär sämtliche Zeitungen abgekauft, also einfach auf alles hoch reduziert. Wenn wir an States gucken, die renommiert Washington Post, die mittlerweile auch Milliardären geheiert und nicht mehr frei ist, etc. etc. So zum Beispiel die Medien sind nicht mehr frei oder viel mehr frei, wie sie das mal waren. Und ja, wo Leute einfach mit ihren Angst gespielt kriegen, das ist gerade alles echt ein bisschen unstabil. Für allem, weil sich ein paar Leute immens bereichern und den Rest darauf ausbeuten, aber das ist weil mehr einfach, wenn die Leute auch Zeitungen und Medien besitzen, für zu sagen, es sind es sind Männer an den Juppen und die immens maskulinisiert Kampflesben, die uns bedrohen, weil zu sagen, haha, ich bin ein Milliardär, ich klaue den Suen, an den Aufmerksamkeit, an den Zeit. Es ist einfach viel mehr einfach für das, ob der Reck von den Leuten auszudrohen, aber irgendwie fällt es mir auch immens schwer, für individuellen Blame an eine Schuldzuweisung und so die großen Massen zu machen, gerade weil das auch die Leute sind, die aber an den letzten Jahrzehnten für drohen, zu einem großen Teil einer Sache gedrohen haben, beziehungsweise vielleicht nicht aktiv unterstützt, mit zumindest auch nicht aktiv opposiert tun, an die einfach auch nicht mobilisiert gehen. Für halt, wie gesagt, wie du siehst, im Küchentisch, der ist nicht mehr für alle so in Dallas, die Base-Polizei, die heißt halt den Mund verbietet. Ja, das, was du siehst, spiegelt auch perfekt ein wichtiges Argument von Judith Butler wieder, was ich ja auch an der letzten Episode vom Summer Book Club thematisiert habe. Nämlich, dass es an dieser Welt immens viel Gründe gibt, für Angst zu haben, für Anxiety zu haben, für sich unwohl zu fühlen, für etwas anderen zu wollen. Ich meine, wir haben Klimadesaster, wir haben strukturellen Rassismus, den die ganze Zeit ein Menschenleben fordert. Wir haben den Neoliberalismus, den die Überleben für so viele Menschen immer mehr schwer macht. Und irgendwie packen nicht die Anti-Gender-Movemente und Anti-Gender-Akteuren, die Anti-Woke-Liederen, packen nicht das dann so zu verpacken, dass es, weißt du, es ausgeseit, wie wenn nicht Queerleute und voilà, Männer, Juppen und Feministen und Feministinnen sind, die schuld drin sind. Das war mal just könnten zurückgehen bei als traditionell Genderrollen, dass darum alles gut wäre und dass dann alle Probleme aus der Welt wären. Ja, wo einfach jemand viel Panik kreiert wird. Ich meine, das gesagt ein ganz guter Moment mit Militarisation, wo ob jemand sich fragt, wir mussten so viel suchen, ausgehen, für es gegen Based Russland zu verteidigen, jada. Und wenn ihr da bis guckt, okay, wer sitzt actually an den 4 Sternen, an den Conseil von den Rüstungskonzernen, sind das Leute mit immens gute Verbindungen zu Politik. Wenn ihr da guckt, dass am Anfang NATO haut schon zölemäßig mehr stark ist wie Russland und in actually ein bisschen ein Kille Kopf behalt, also ich frage, von wem nützt das am Anfang? Da sind dann noch ganz sehr gesagt von, vielleicht sollte man nicht gerade so viel an NATO investieren, mehr echt am Gegenteil, wenn wir einen starken Sozialstaat haben,
an den Leuten gut geht und Leute Zeit tun, dass sie dann auch Männer likely sind, für der Russland-Propaganda zu leben, die Russland aktiv finanziert und wo sich auch kein Staat drum zu Schere schenkt. Ich meine, dass doch so viel am Schulsystem wieder gespiegelt wird von, ja, keine Ahnung, zumindest an meinem Lycée war es so, oh, kritisch denken, an kritische Gedanken, an Innovation, an hier und da, und einfach immer nimmer bis zu dem Punkt, wo das sich auch liegt an einem Job vermarkten will. Also all Employee hat gerne eine kritische Geist, aber nicht so kritisch. Das heißt, Schulen, also Schulsystem, nicht schlecht daran ist, für actually kritische Geist zu vermitteln, mir das auch einfach nicht will. Weil ich meine, das hat aber immens gegen andere von denen geht, die aber muss tun, aber nicht guckt, wie bei uns in der Chambre sitzt. Das sind keine Handwerker, das ist nicht den durchschnittlichen Lützebäuer, das sind die den besten Uni sitzen, die höchste Saläre schon 4 drin hatten. Jetzt sitzen die manchen Selbstständiger dran, und die dran sitzen, waren auf Koten oder Doktoren. Und die hatten einfach schon 4 drin, die manchen so, weil das wären sie auch nicht da. Wie kann sich dann erlauben, für so viel unbezahlten Arbeit an eine politische Karriere zu investieren, für das ihr überhaupt bis an Chambre könnt oder bis an eine Regierung könnt, wenn ihr nicht schon sowieso ultra privilegiert war. Und das sind einfach Sachen, die euch einfach erzählt, die Fujitwara kann nicht schaffen, aber am Anfang kann nicht gut Fujitwara schaffen. Und die es schaffen können, sind niemals privilegiert. Und die kriegen da Murst, und die haben keine andere daran, dass du hinten nicht lebst, dass du das wirklich schaffen kannst. Aber ja, größtes Thema. Wo man schon an mega viel Kinder drüber schätzen, weil das sind die Bundestagswahlen in Deutschland und die Menschen, die weit gehen, tischt, wie jung Männer aufgestimmt haben, wie jung Frauen aufgestimmt haben, können drüber schwätzen, über die zuholend, geschlechterbasiert Gewalt schon tischt kann. Wir hatten aber auch ein bisschen ein anderes Thema von dieser Episode, weil wir könnten zwar nur ganz lange darüber schätzen, für was das alles so ist, und wie sich das alles so austrägt. Ich meine, dafür können da noch 10 Bücher lesen, und die hat noch immer keine Antwort. Und dafür wird mehr auch keine Antwort darauf finden. Worauf wollen wir dann eine Antwort finden? Ich meine, es geht es halt hauptsächlich darum, für ein bisschen rauszufinden und zu teilen, wie man mit dem Ganzen können umgehen, wie es möglich ist, sich aber okay zu fühlen, auch wenn alles gerade so scheiße ist und auch nicht wirklich ausgesagt, wie wenn gleich besser geht. Weil ich denke, dass das einfach so wichtig ist. Ich meine, dass immer mehr Leute verzweifeln an es nicht mehr hinkriegen, sich so anzusetzen wie viel drin, weil einfach die Ressourcen auch so lösen ankommen. Und ich meine, das ist wichtig für Strategien zu entwickeln, auch für eine Leute zu gehen, eine Community zu finden, die verstehen, wen es sich fühlt. Und genau, die haben da aber dann können Mut zu reden, dass es aber noch Leute gibt, an Organisationen gibt, die sich kümmern. Ich will darüber schätzen, wie man mit diesen Gefühlen umgehen und mit der Situation. Wie fühlst du dich dann mit, ja, all den Brand, die wir all da an der Welt gesehen und mit allem? Boah, ich meine, ja, das beste Wort ist einfach überfordert. Und du hast für drin auch schon ein bisschen drüber geschwärzt, dass an der Welt, wie sie los heiz Lützeburg mehr in Europa generell, dass es hier schon so viel eklig Murchtstrukturen gehen, die drauf aussehen, für alles so zu halten, wie es ist, wo dann ein paar Leute sich mega bereichern können, am Murcht kriegen, an eine Chamber kommen zum Beispiel, an andere jeglich Wehr dahin versperrt gehen. Wie kann ich an so einer Welt leben und dann das gesehen, also nee, ich will aber, dass es am Anfang noch mehr unfair geht. Ich will noch mehr an der Drehs dran. Ich fand den Gender-Hierarchien cool, so wie los, dass man noch nicht genug. Ich fand das so unverständlich. Ich meine, dass es Leuten nicht unbedingt um Fairness geht. Ich meine, dass Leute sich bedroht fühlen, geht es hin noch viel mehr um andere Leute. Mir echt, was brauche ich? Oder was denke ich, dass ich brauche? Und wie komme ich am einfachsten dahin? Und das waren Rechtsbewegungen etwas immens gut können, weil sie auch einfach wahnsinnig daran investieren und auch einfach wahnsinnig viele Ressourcen zur Verfügung haben, weil sämtliche Milliardäre Forschung unterstützen. Also mir gehen einfach Antworten, die sich gut auffühlen und die, wie gesagt, nicht ob die systematisch Sachen kommen. Ich habe Menge so Grundbeliefs und dem ich mich wirklich klammern an den Menschen, die ich, also mehr einfach für einen anderen, als die von, ich refusiere mich einfach zu glauben, dass Leute fundamental schlecht sind, auf fundamental schlecht Intentionen haben, mir einfach andere Prioritäten, andere Erfahrungen und andere Wühen haben
durch die sie sich selber können arieren, dass das, was sie machen, ja nicht schlecht ist. Also sogar wenn wir gucken zu White Supremacy, die Ideologie daran ist, ich mache etwas für Mengen mit Menschen, weil hier verkauft Kinos, dass Schiedvereine nicht weiß ist, nicht ihre Mitmenschen ist. Und ja, dafür so für mich ist es so, das ist nicht so die Verständnisruhe von, wie können Leute so unfair sein, möchte so von, wie machen andere Leute das, für Leute zu kreieren, für so zu denken. Ja, ich verstehe so gut, was du meinst. Mich schmecken, du bist ein bisschen mehr forgiving wie ich. Am Moment fällt es mir schwer, den Leuten Benefit of the Doubt zu gehen, obwohl ich natürlich absolut verstehe, dass das ein ähnliches wäre, wie man irgendwie zu ihnen durchdringen könnten und irgendetwas anderes können. Ich meine nicht, sie besiegt. Auch wenn besiegt sind natürlich etwas, was sich just Leute mit einem gewissen Privileg leisten können. Ich verstehe das doch mega. Also, heute sind wir beim guten Tag. Ich schon auch denke mir Momente, wo ich mal von denke, gar, die ganze Scheiße, wir sind da einfach just ein Brandstierchen und einfach brennen lassen, weil es verdrängt sowieso kein Sau irgendetwas, das mag schon nicht gut leben tun. Weil es schenkt ja einfach Kind zu wollen. So, alle Menschen schenkt ja ultra glücklich, dass sie in Misa zu sehen. Und gedacht, voll ist immer nicht mehr Scheiß. Und I'm out of here. Die ganze Boutique ist grrr. Also ich verstehe das Deck. Und ich meine, das ist auch wichtig, dass in die Gefühle Hans so lässt. Ja. Und dann einfach auch realisiert, wo ist es Store. Also dem Ganzen so einen Anfang an den Ansätzen, beziehungsweise das, was ich mir oft erlauben, dass ich so ein Hey, auch bei einer anderen Person so, hey, ich sehe gerade nicht nur eine konstruktive Diskussion, ich muss es einfach ein bisschen rauskotzen und einfach ein bisschen Rose gehen und einfach ein bisschen Mauer ublären oder an meine Küsse blären oder wenn ich den Konsent für eine andere Person kriege, das einfach kurz ublären und dann geht mir besser. Nee, das absolut recht. Schon am Anfang auch nicht zu froh, in den Podcast gerade ein bisschen so als mein Frust rauslos benutzt. Mir selbstverständlich ging ich dann aber trotzdem weiterhin bei meinem Orgas und ich meine mit bei Aktionen und so, das ist, voilà. Das ist nicht, dass ich mal erlauben, einfach komplett nichts zu machen. Mir meinst du, wie so, es muss raus. Zumindest eine Menge Erfahrung aus dazu rauslosen oder bis hat mich die Ursprung in einer gewissen Hinsicht. Also ich schüsse die 2 immens Emotionalreaktionen zu politischen Ereignissen und die eine ist, die gesagt, dass Rose gehen, der ich gerade erklärt habe, und die andere, die ich mehr scary fand, die ich auch ehrlich gesagt immer mehr habe, als so Resignation. Ja. Von sogar, I can't be bothered. So, also ich kriege mich einfach nicht dazu, für ihre Shit zu gehen. Weil ich dann noch einfach merke, wie erschöpft ich einfach davon bin, für Effekt zu gehen. Und dann denke ich so, nicht nach einer Sache, nach einem Konflikt, nach einem Brand. Und es hält einfach nie ab. Und es ist sowieso keinen Sinn. Und ich lehne mich an mein Bett und ich sehe immer meine Decke über den Kopf. Und ich war einfach, bis die ganze Butte rüber ist. Also ich gehe echt an Depressionen. Hast du kriege ich auch den Moment von, ja, das ist doch auch nur scheißegal. Fuck up Boykotts, da kriege ich so richtig Dinge von, ja, was soll dann, ja, wir boykotten Israel und ich bin immens BDS-konform normalerweise. Und da kriege ich den Moment davon, ja, alles einfach scheißegal. Ich erlaube mal Sachen am Leben. Und da ging ich so richtig quisch mit mir selber von, für was manisch überhaupt irgendetwas zu der Rolle käsen, also die richtige Resignation und die dann auch dann hast du so die rose Resignation gehört von so gar für was gehen euch Effekt also kein anderen und für was soll ich da weiterhin überhaupt Effekt gehen wenn sowieso nicht anders und in dem Moment da hast du und dann gehe ich aber an Bad und sehen back nie wird der Kopf erkreischen über sie und you know gehen nicht bei Starbucks über Kaffee, weil es ist ein gute Kaffee, eine Menge Meinung noch. Der nächste Tag schießt du dann aber bei der Manif dabei. Das, ja. Ich meine, die Momente sind okay, solange du noch aber auch raus könnt. Ja, oder ich stelle mir wirklich die Frage von, okay, was sind actually die Sachen, die sich sinnvoll auffühlen? Also ich muss ehrlich sagen, ich habe den letzten Moment, ob viel Manifen gegen Genozid. Ja. Und ich werde auch weiterhin gehen. Ich das aber absolut merken, dass mir das immer mehr Kraft gibt. Und ich merke dadurch von der Zeit, wo ich lang an der Klimabewegung aktiv war, dass es mich nach einer Zeit einfach gar schon dieselbe Sprüche, dieselbe Strut, ein von 3, dieselbe Leute, dieselbe Reden mit ja, einer anderen Form, aber demselben Kontinu. Und das bewegt sich einfach gut nicht. Und wo ich schon noch kannst du mich einfach hier sitzen und nur denke so, okay, was
was sie Sachen, die sich sinnvoll auffühlen, aber nicht. Und ich sind am Moment zumindest mega beim Punkt, wo einfach um Niffe gehen, sich gar nicht mehr sinnvoll für mich persönlich auffühlt. Beziehungsweise ich gehe noch immer, mir just ob man Niffe gehen, fühlt sich nicht mehr sinnvoll an. Und wo ich schon überlegen, okay, was kann ich machen, was auch nicht ist. Und was sich weit mehr auffühlt, nur ich machen, eine Veränderung. Das können dick viele Sachen sein. Wie gesagt, das können Boykotts sein, die historisch ultra powerful sind. Das kann sein, sich ausschließen an edukativen Kampagnen. Das kann sein, sich ausschließen an mehr parteipolitische Sachen, weil du nicht so meinst, aber also, ne, solange Leute etwas machen, wie sind ich, für das zu jugieren. Also, das kann einfach dick viel Formen haben, auch andere Formen von Protest. Und da fand ich dann aber auch irgendwie helfen, für sich kannst du aber wirklich hinzusitzen und zu sagen, okay, irgendwie fühle ich mich die ganze Zeit resigniert, trotz Mengen Art und Weise, wie ich am Anfang denke, dass ich damit copen kann. Das heißt, wie kann ich da vielleicht auch nicht copen? Ja, das ist vielleicht auch ein gut Art und Weise, für den Modell umzugehen, für mal vielleicht kreativ zu gehen und darüber nachzudenken, was kann ich machen, wenn all die Sachen, die wir schon seit 2 Jahren machen, oder mehr lang machen, einfach noch immer kein Resultat bringen. Voilà, wo gehen wir dem Modell hin? Ich will persönlich leider gar keine Antwort drauf. Es wäre cool lang zu hören. Ja, und gleichzeitig, zumindest meine Erfahrung noch, also doch so, dass diese Chance immer zu, was kann ich mehr machen, und was kann ich mehr machen, und ich muss mehr machen, und ich will mehr machen, dass es dann auch kannst du selber so ein mega Fall stellt. Dazu, der Spruch, den fand ich ultra kitschig. Es ist nicht alles schuld, dass die Welt so ist, wie sie ist, mit das alles schuld, wenn die Welt so bleibt, wie sie ist. Ja. Und ich fand mega kitschig und ich fand auch nur die fünkische Wahrheit aus sich und auf der anderen Seite, du allein drehst nicht Laschen der Welt. Und ich fand, dass es Pflicht von allen Menschen ist, sich für andere anzusetzen. Ich fand nicht, dass es Pflicht für Leute ist, für sich 100%, 110, 120% von der Zeit für andere anzusetzen. Und gerade sich auch so sich selber zu kümmern, ist ein Skill, den ich für mega essential empfinde. Also, sie wissen von, okay, ich gehe heute auf Manif, mal gehe ich auf eine andere Protestaktion, einfach mal sammle ich Unterschriften. Und oft gehe ich dann aber nicht noch auf die 3. oder 4. Manif, aber oft gehe ich einfach mit meinen Freunden raus. Und ich schalte den auf und ich gucke nicht auf mein Handy, wo mich schon 100.000 Nachrichten davon erwarten, wie scheiße dann der Welt ist. Aber ich nehme den Handy fort und ich gehe mit Freunden raus oder ich gehe an das Kino oder ich spiele mein Lieblingsvideospiel oder ich habe Sex mit meiner Partnerperson oder mit so solchen Dingen. Ich habe da auch eine kleine Quote, den ich da kontern kann, den ist vielleicht auch ein bisschen kitschig, aber es hilft mir aber, mich daran zu erinnern, wann ich mich so fühle, wie wir darüber geschwatzt haben. Und den hatte ich gelesen Naomi Ortiz singem Buch Sustaining Spirit, Self-Care for Social Justice. Dort dran sieht der Rich Feldman, People burn out because they want to control history rather than because they want to be a part of it. Und ich meine, mir hilft das, mich zu erinnern, dass ich an einer Bewegung bin, zusammen mit Millionen anderen Menschen, dass nicht alles mir allein hängt, und dass das ganz ein Prozess ist, ein riesig großer Prozess, und dass ich nicht von Haut auf Morgen alles kann ändern. Und dass ich das ganz auch so soll gesehen. Ja, ich fand das mit der Kontrolle schön. Weil ich meine, das ist zumindest für mich so ein Aspekt, mit dem ich mich schwer den, als dass ich das Gefühl habe, dass mir alles aus der Kontrolle geht. Also alles, was so, wie gesagt, Legislation, also so, dass die Sachen, über die ich mich höre, wenn ich gar keine Kontrolle habe. Und weil das auch so scary, also sehr, schon keine Kontrolle über Narrative und über auch, was mich erreicht von Nachrichten und von Bildern, also Mundspieler, die ich auf den sozialen Medien gesehen habe, da wünsche ich mir wirklich, dass die sich aus meinem Kopf laschen. Mir die Hose sich einfach angebrannt, weil sie so grausam waren und ich sie so, wow, bimol tauchte da meiner Timeline ab und ich hatte da keine Möglichkeit für zu konsenten, so abgepasst, dodische Baby auf 14 und ich sie so, das war man mit der die Kontrollaspekt. Ich meine, dass Menschen so ein ultra große Besuch für ihre Kontrolle zu bleiben oder für sich auch Kontrolle zu fühlen, auch für sich zu fühlen, wie wir sie, ja im Englischen sehen, Agency über ihr Leben zu holen. Das heißt, Möglichkeit für Sachen zu verändern, für sich selber aus. Und während ich gut fand, für sich zu erinnern von, hey, Menschen können
Geschichte nicht kontrollieren, so dass ein Teil davon. Das mir persönlich aber auch gut für sich so, wenn ich mich ultra verloren fühle, wenn ich an den Wald gucke, für mich einfach darauf zu besonnen von, okay, was kann ich kontrollieren? Und ich kann kontrollieren, wie viel Zeit ich auf soziale Medien verbringe. Ich kann kontrollieren, was ich mit meiner freier Zeit anfangen, wie viel Freizeit ich mal holen. Ich hatte ganz lange Zeit, dass ich mal einfach gar keine Freizeit angeplant habe und gar keine Kontrolle darüber hatte, weil einfach alles so dringend war. Und für einfach auch Kontrolle über meine Freizeit rumzukriegen, aber explizit Freizeit anzuplanen, wie ich auch Meetings mit anderen Leuten abplanen. Zu sagen, hey, das ist meine Zeit und ich habe Kontrolle darüber und ich habe Kontrolle, was ich damit machen. Und ich denke, dass dadurch kannst du eine Schlachtrichtung gehen. Also es sind viele Frauen auf dieser Welt, die sind umgebracht gehen durch ihre Männer, die für den Rest an ihrem ganzen Leben keine Kontrolle hatten und die probiert haben, hier Frauen zu kontrollieren. Das kann natürlich auch sehr an eine problematische Richtung gehen, aber insgesamt habe ich viel Verständnis für mich selber, dass ich ein Besoin habe für Kontrolle und kontrollieren will, weil ich kontrollieren kann an einem gesunden Rahmen. Und das hilft mir sicher auch, für damit umzugehen, auch wenn das natürlich auch eine Sache von Privilegien ist und auch einfach von, hast du ja dumme Chance, wenn man meine Eltern an einem Autosaccident beigehen, da werde ich mal eine Zeit lang keine wahnsinnig Kontrolle über mein Privatleben haben. Wieder sehen dafür auch einfach ein bisschen roh am Privatleben braucht oder zumindest Potenzial zu roh und das auch nicht für alle Menschen accessibel ist. Also gerade wenn ich vielleicht bei Älteren wohnt, die nicht immer jemand sicher an ruhig Platz sind, an älteren Haus dann auch nicht immer so unbedingt der Safe Space ist, denen du hier am Anfang sollst sehen, dann kann das schon definitiv mir schwierig gehen. Wo man darum zu diesem Anfangsthema zurückzirkeln von, wir sind alle so beeinflusst von den Systemen, die en place sind, und wir können das dem Grund nicht entziehen, und dadurch ist es ja auch schon mega scary. Ja, das System ist ja designt, für sich selber zu erhalten, und für das die für ihr persönlich am einfachsten schenkend Arterweise für zu leben, als für an das System ranzuspielen, sodass sich eben nicht ändert. Und da kann sich die ganze Zeit nur gegen ablehnen. Ja, das ist dann einfach immens taxierend, wie ich so. Und dann wollte ich aber auch noch ein zurückkommen, was du für Dosis, Robin, was mich noch interessiert hat. Nämlich schon mal darüber geschwatzt hat, wen sich eine Pause kann holen und wen sich kann regenerieren, sodass dass du gern Sex dafür benutzt oder das Sex dir dabei hilft. Gibst du noch ein bisschen mehr drüber schwatzen wollen? Also, für die Klo zu stellen, ich hatte so einen allgemeinen Brainstorm gemacht. Ich denke, dass es Leute gehen, die sich viel oder denen Sex dabei gut hilft. Ich weiß nicht, ob das mich so trifft. Ich überlege gerade über mein Sexleben und ob sich das im letzten Jahr verändert wird. Und dann wird es ja mit einer Sucht froh von Korrelation oder Kausation. Ne? Ich meine, dass ich eine große Besoin habe noch Sicherheit und Kontinuität. Ich denke, das hat auch schon damit zu tun hat, wie ich mich im Moment vis-à-vis von der Welt fühle. Und auch wie ich mich an meine sozialen Movementen fühle und wie ich mich zu Leuten connectiert fühle. Das ist schon mal eine viel große Besoin für ja, Sicherheit, Stabilität. Die ich am letzten Jahr hatte ich empfangen, quasi ausschließlich bis auf eine Occasion Sex mit den zwei selben Personen, die auch meine zwei Partnerpersonen sind. Und wenn ich sich die 2 Jahre für drunter guckt, ist das schon ein Changement, was atypisch ist. Auf der anderen Seite, wie gesagt, habe ich auch viele andere Sachen bei mir verändert, schon meine Uni fertig gemacht, sie geplündert, etc. Und auf der noch anderen Seite denke ich auch, dass der Art weiß, wie ich viel mehr Sex hat und den 2 Jahre für drunter, könnte ich das auch zumindest zum Teil gesehen als ein Coping-Mechanism von mit der Welt gehen. Also am Moment das ist definitiv so, dass Sex mir gut geht, aber ich meine nicht, dass mein Untrieb für aktuell Sex zu haben daraus könnte, dass ich mich besser will fühlen, wenn es der Welt mir einfach, dass ich ja 2 Leute, mit denen ich ganz viel froh sein will, nur sehen und viel Spaß mit denen haben und mir einfach angespielten Teams sind, was Sexualität geht. Und ja, dass ich wirklich so Dinge hat von so, weil das mir zu viel, ich gehe Sex haben, das hatte ich lange nicht mehr. Beziehungsweise dann gehe ich echt auf Videospiele oder eine Party oder so. Ja, ich muss so schon das auch nicht. Also wenn mir alles zu viel ist, dann ist Sex wirklich nicht etwas, was ich machen will. Für mich ist es mental ziemlich anstrengend, Sex zu haben. Ich muss mich da immens konzentrieren.
für an dem Headspace zu bleiben. Dafür, wenn ich mit bin, wenn ich niedergeschlagen bin, dann will ich einfach Pause von allem an den Effort, als man dann meistens zu viel. Ich verstehe das. Für mich ist es echt so, ich schon 2 Achte für Sex zu holen. Schon die 8 Sex zu holen für so, das ist purely just for funsies. Und da tue ich mit Partnerpersonen sowohl wie mit Leuten, die ich sympathisch fand, mit denen nicht unbedingt die Verbindung holen. Und dann mit der Verbindung, meinst du, die Verbindung als die zweite Art und Weise für Sex für mich rausgeht. So, ich denke von, ich bin so froh mit der, ich will dann nur sehen. Und zumindest mit neuen Leuten brauche ich oft ein bisschen mehr Headspace, weil das einfach mehr unemotional ist. Also so das Sex holen aus dem Sinn raus von ich fand dich cute, du findest mich cute. Mir kennt viel Spaß mit den Hunden. Als Mann emotional für mich. Und das fällt mir auch mir leicht für randomly zu holen. Also ich merke noch, dass ich hängt doch bis hier vom Dare so, dass ich mich aber tendenziell mehr Headspace kostet für mit meinen Partnerpersonen immens emotional Sex zu holen, wie so das hey Cutie, so das mich spielerisch, spaßig. Ja. Also auch das mir emotional, das ist natürlich auch spaßig. Und auch das spaßig ist für mich nie unemotional, weil ich muss einer Person schon irgendwie emotional no sehen an einer gewissen Hinsicht, dass ich mit ihr Sex habe. Mehr, das ist aber so den Unterschied. Und du merkst schon, dass ich aber Phasen hatte in meinem Leben, nicht nur gerade, aber schon Phasen hatte in meinem Leben, wo ich viel mehr das Ding hatte von, das ist gerade alles ein bisschen scheiß. Die Person ist kind of cute. Ja, und war. Und das aber schon irgendwie so eine coole Auflenkung war, an ein cool, also nicht nimmer eine Auflenkung, weil schon dadurch ethisch ein bisschen kompliziert für just mit Personen Sex zu haben, weil es eine Auflenkung war. Mir wurde aber schon wahrscheinlich gar nicht consciously, also gar nicht bewusst dran gespielt wird von, wie gehen wir scheinbar eins. Sagen Sie das flott. It's a good way as any. Ja. Ich meine, das ist auch, weil ich einfach die Option für mich hat. Also wie gesagt, gerade im letzten Jahr war ich einfach viel zu busy und zu gestresst und für irgendwie ein Spaß dafür zu haben. Ja. Weil es das Sinn ergibt. Aber ja, die Summe für drin, das erinnert mich gerade. Okay, ich habe das definitiv schon unterbewusst gemacht, weil es mir gerade auch gefällt, dass ich die Summe nur dem als Uni-Besatzung River war 2024. So ein Monat noch hat Uni abgehalten und ich meine schon an dem Sommer einfach mit einer Leute geschlafen. Neue Leute geschlafen. Für neue Leute geschlafen, die ich ob der Besatzung kennengelernt habe. Und ja, ich meine, ja, okay. Ich habe das definitiv schon gemacht. Nicht bewusst, aber unterbewusst denke ich, dass das schon definitiv auch Coping war. Mir ist die geschwatzt, aus mir am Anfang angefallen, wenn ich gestresst bin an dem Mut, den wir die ganze Zeit beschwatten. Ich tendiere dann echt zum Masturbieren, weil dann kann da kann ich mir so komplett auf mich fokussieren. Ich muss einfach keinem gefallen, außer mir selber, und das gefällt mir da wirklich an dem Moment mehr, weil das ist man anstrengend für den Headspace, weil einfach geht schon um mich, muss keine andere beurstellen. Das verstehe ich dir gut. Ich bin nicht froh, dass das abbrücht ist, weil ich hier ist mir das komplett entfallen. Aber ja, same sies. Also wenn ich dick gestresst bin, dann masturbieren ich auch viel mehr. Und auch viel Männer aus dem Dingen raus von, ich fühle nicht mich noch horny oder so, mir echt davon, ich weiß, dass das da ein Knöpfchen ist, den ich ziemlich reliably kann drücken. Und wenn ich ihn drücken kann, dass sie mich immens zuverlässig gut spüren lässt, einfach weil Hormone. Du hast mich auch schon Hans dabei erwischt für so, habe ich noch nicht Phase, wo ich aber zu viel masturbiere, mir war hier schon noch zu viel. Ich meine, das ist so ethisch, geht kein zu viel. Mir wusste einfach so mit mir selber in einer Beziehung. Mit mir selber, wo ich so, hey, abisiere ich das gerade nicht, aber vielleicht ein bisschen zu viel für mich selber. Einfach als so die Knäppchen, den ich strecke. Ja, das sind dann aber auch die ganze Diskussion mit mir selber. Von so, hey, aus das werde ich machen, aber ich mit Sachen eins gehen, aus das einer da weiß, wo ich mich auch wirklich gut damit fühle und die auch auf langer Zeit und auf langer Frist gut aus für mich und gesund aus für mich. Und ich meine, dass das, egal welche Coping-Mechanismen in Hut, immer eine gute Reflexion ist. Egal, ob das sexuell ist oder nicht sexuell. Ja, das ist einfach Fried von, hey, Coping, completely legit, muss sein. Und dieser Welt, mir deut man das längerfristig gut und ist das gesund. Ja. Ich muss auch so, das sind dann nicht wirklich die
Solo-Sessions. Du geht dann einfach darum, für sehr so die nice Gefühle zu kreieren und dann ein bisschen da dran sitzen zu bleiben mit Menge Playlist, schon eine extra Playlist, wie wir uns fertig sind. Genau, und geht dann wirklich einfach da drin. Ma ja, ich fand, dass sie ja gut versehen und gesund wieder zum Schluss von dieser Episode. Ich hoffe, dass euch die Episode Spaß gemacht hat. Die sieht nicht lang an dem Brand, den das Wald ist. Und alle, merci für das Gespräch. Und wir hören es alle gut in 2 Wochen. Adi. Adi. Ein gut froh. Gut gefroht. Ein gut froh. Watuläffelen mat enger Behinderung, Neurodivergenz, Sexualität a Beziehungen zu den. Haut geht es dem Löffelen? Nee, et geht nicht Spooning, also Löffelen oder von Hannen puscheln. Et geht auch nicht den Unterschied zwischen engem Zuppen und engem Teelöffel. Vielmehr geht es Spoon Theory, die vom Christine Miserandino entwickelt gouf. Heigi Löffelen als Metapher geholt für zu mussen, wie viel Energie eine Person hat und wie eine Aktivität wie viel Energie kostet. An der Disability Community, also bei Personen mit einer Behinderung und oft mit chronischem Schmerz, und an der neurodivergenter Community, also bei Personen mit ADHS, Autismus und einem Gehirn, das auch nicht funktioniert, als Spoon Theory belebt. Die Löffelen sind hier ein Symbol von, wie viel Energie an einem Tag hat. Je nachdem, wie ihr geschlafen hat, je nachdem, wie eine Aktivität ihr gemacht hat, oder wie viel ihr hat, oder wie ihr mental drauf ist, fängt in den Tag mit mehr oder meiner Energie an. Eine autistische Person, zum Beispiel, die auf der Arbeit 3 Versammlungen hat, an Oves nach etwas mit Kollegen trinken war, ob ein Platz, wo es hart war und nicht sozial war, hat den Tag 20 Löffel verbraucht. Obwohl so gut geschlafen wird, sind durch den Schlafschüss 10 neue Löffel dabei gekommen. Abstehen kostet 1 Löffel. Duschen und sich undoen nach ihn. Der Weh ob der Arbeit nach ihn. Obwohl der Arbeit ruhig ist, kostet Schaffen nach ihm mal 3 Löffel. Und sich hat die Person ein Date mit einer Partnerperson 4 Oves geplant. Mir nur der Arbeit ist sie immens mit, weil sie hat den Tag mit einem Energiedefizit von 10 Löffeln angefangen. Und durch den Tag kommen, wird nach ihm mal 6 Löffel gekostet. Durch die Müdigkeit könnt dann auch nach Kopfweh. Der Körper sieht klar, ich brauche Pause, Zeit für mich, eine Tiefkühlpizza und meine Lieblingsserie. Spoon Theory ermöglicht nicht nur die Energieleveln mehr genau zu messen, aber auch das klar zu kommunizieren. Anstatt sich durch ein Date zu quälen, eine Burnout oder Erschöpfung zu riskieren, oder anstatt einfach aufzusuchen, kann ihn damit mehr spezifisch kommunizieren. Die Löffeln als Energiemessung hilft sich klar auszudrücken, ohne sich viel erklären zu müssen. Das kann aber Beziehungen wichtig sein, weil es Verständnis fordert. Es kann sich die Löffeln ein bisschen wie die Löwen oder die Sterne an einem Videospiel vorstellen. Auch wenn ihr ohne Löffeln nicht stirbt, ist es aber Game Over, wenn ihr keine Energie mehr habt. Natürlich gehen es auch Aktivitäten wie Schlaf, Rasten, Lesen, Basteln, etwas essen oder kuscheln, die einem Löffel gehen, an die helfen können, die Energie abzuladen. Beziehungen brauchen auch Energie. Es muss kommunizieren und das emotional arbeitet. Löffel können auch helfen, besser zu verstehen, wie viel Energie verschiedene Sexpraxisen holen. Das ist besonders wichtig, wenn ihr in einer Schmerze leidet, sehr überfordert oder überreizt ist oder an zwischenmenschliche Kontexte sehr mit gestresst oder ängstlich ist. Vielleicht will ihr neue Sachen ausprobieren, aber etwas, was auch nicht wie die Routine ist, kostet mehr Löffeln. Es kann auch helfen, mehr bewusst über verschiedene sexuelle Aktivitäten nachzudenken. Wie viel Löffeln kostet Oralsex? Ist penetrative Sex gerade möglich oder tut es zu viel weh? Wie viel Energie brauchst du dafür? Wie ist es mit Zungekussen? Fühlt es sich angenehm an oder überfordern Geräusche und Sensationen dich? Wie ist es mit
Dirty Talk mat Masturbation oder Toys? Wéi ass et mat Impact Play oder Spanking zum Beispiel? Wéi ass et, wann et der kal ass oder ze warm? Wann Musik ze herders oder ze rouech? Wann et ze hell oder ze deichter ass? Dist kann vu Käier zu Käier anecht sinn, an natierlech och je dem mat verjänger Persounste pass. Haiernst du ka Sex mat dir selber méi einfach sinn? Haiernst du mat engem anderen? Dist kann der hëllefen méi klar ze verstoen, wat dem Moment méiglech ass, a wat net, an dech unzupassen. Bist du zu sensibel für Oralsex? Vielleicht kannst du beim Sex Urwe sinn, a frohen net ugepackt zu gehen. Zu wissen, wat gut ist an wat wie viel Energie hält, kann dir helfen, das zu akkommodieren, an dich unzupassen. Oder eben zu sagen, haut nicht, an den Grenzen besser zu kennen, anzusetzen. Löffel können eng einfach an praktisch Art und Weise sein, für auszudrücken, wie viel Energie ihr gerade hat. Es kann auch helfen zu planen und zu mussen, wie viel Energie eng bestimmten Aktivität holen wird. Auch an Beziehungen kann es helfen zu verstehen, wie viel Energie die eine Person gerade hat, und sich so besser zu unterstützen. So kann ihn immer mit sich an anderen anchecken und sich aufpassen, je nachdem, wie viel Löffel ich gerade hat. Es fördert Empathie und Verständnis. Und du, wie viel Löffel wirst du gerade? Hast du noch Fragen, Antworten oder Umwirkungen? Das schreib uns auf sax@ara.lu. Frohe gehen natürlich beantwortet, wenn ihr das mehr annehmen nennen. Über Feedback freuen wir uns immer. Ihr fand Mayway Sax auf Facebook, Instagram und saxpodcast.lu oder auf all eure gewünschten Podcast-Plattformen. Maybe Sax, der Podcast für alle Menschen mit einem Körper. Mit finanzieller Unterstützung vom Ministère für Education, Kanner und Jugend und mit freundlicher Unterstützung von Graffiti, die Jugendsendungen Radio Ara. Das Ministère für Education, Kanner und Jugend und Graffiti gehen all Responsabilität für die Inhalte von diesem Podcast auf.